Hyrule Warriors Wii U, guten Abend. So, mit diesen Worten geht es direkt weiter, Freunde. Dann am feinen 10 Minuten müsste relativ locker machbar für uns sein. Und, jo. Wie bereits erwähnt, heute mit Tetra in der Hauptrolle und ihrem Piratensäbel. Das war ja eigentlich auch eher eine, die relativ schnell vonstatten geht und so. Relativ schnell sich durchschneidet und durchschießt. Wortwörtlich. Und deswegen schätze ich, wird das, ja, cool werden. Gut, schmerzlos, war einfach mal nur cool. So, mal gucken. Das war mit 1. Boom! Das war mit 2. Und das ist die 3! Yes! 1, 2, 3, 4. Okay, das war nicht geplant, dass gar noch mit mischt. Wohl, warum eigentlich nicht? Meine Waffe, dankeschön, Nadongo. Du fettes altes Riesenschwein. Hey, wer mich hier so beleidigt? Das war ich. 3, 4, 5. Jetzt. Ja, Moment. Das ist Triforce-Style. Da geht er Feuer in die Knie. Ja, so schnell wie noch nie. Warte mal, was die 5 war? Ah ja, stimmt, das war die 4. Ah, das ist die 3, okay. Das immer zu viel war. 1, 2. Jetzt. Ja, muss ein bisschen, herumprobieren und so. 100 Gegner, kriegen wir natürlich locker hin. Triforce-Sieg-Attacke! Mach jetzt einfach lieber nochmal! Triforce-Sieg-Attacke! Sieg for the glory of Hyrule! Bei Tetra wäre es eigentlich New Hyrule, da muss man ja sind. Das ist eigentlich das Hyrule aus Spirit Tracks. Auch wenn man sie dort eigentlich nie gesehen hat. Dafür den kleinen Nico, ja. Was sind hier für die Fernung bei ihr? Geht dann mal. Aua. Ja, geht so. So, das war's auch schon. Und das, Freunde, war Tetras Auftritt. Dieser Sieg geht aufs Haus. So, jetzt haben wir immerhin schon mal 2 Missionen hier unten auf der Karte, die relativ schnell gehen würden, wo ich sage, jo, das können wir ruhig mal so reinbringen. Eben, wenn es schnell gehen muss, wa? Ja, überhaupt nicht angeberisch, nee. Einfach halt nur der Tetra-Style. Mit dem Säbel des Usurpators. Na gut, haben wir hier uns noch irgendetwas Interessantes? Ferne Treffer, oh nee. Die sind zum Vorführen ein bisschen doof. Der Riesenmann
Es ist zwar Stufe 11, aber ich meine, es sind nur, in Anführungszeichen, nur 3 Dodongos. Das ist eigentlich relativ machbar. Mit König Daphnos Johansen von Hyrule. Ja, den Namen kann ich mir merken, aber den vom König aus Breath of the Wild? Nee. Gut, war natürlich auch so, ich meine, der König hier, Johansen von Hyrule und so. Klar, den Namen haben wir erst am Schluss mitbekommen, aber der hat uns das ganze Abenteuer begleitet. Was war mit dem Breath of the Wild? Ja, Prolog, nachher war fertig. Nie mehr was von ihm gehört, insofern, ja. Also wunderlich, wa? So. Dodongo, zum Vorfeld Attacken, doch, das geht schon. Das geht. Oh, hey, hey. Ja, ich frage mal ein Boot, ist doch cool, Mann. Ich doch erstmal ein bisschen. Das ist die 2-Attacke. Gut, die andere kann ich sowieso vergessen. Die 3er sind schlecht, stimmt, weil die. Aua! Ja, friss. Segel setzen! Voll in die Fresse mit dem Boot. Ja, so ein Boot tut weh, wa? Dodongo? King Dodongo, ich bin auch ein King. König gegen König. Das Duell um die Krone. Ein guter Partititel, war das Duell der Könige. Ja komm, mach hin, mach Feuer. Flamethrower, now und so. Mal gucken, was die 4er wäre. Auch immer beeindruckend. Nicht beeindruckend genug für den Dongo. Aua! Von den Arsch verbrannt. Zerrissen wir uns an den Kampf bemerkt. Sie wollen. Nachher wird es ein Dreifach-König-Duell, wa? Ja! Hör auf zu kämpfen! Ich kann nicht! Er macht so einladend das Maul auf. Jo, jetzt schmerzhaft. Schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Kann ich mehr quatschen. Na, Dongo. Du altes Schwein. Verzeihung, ihr alten Schweine. Aua! Walzer ist fies. Aua! Und noch ein Flug-Pokémon. Die Standardattacken weh. Jo, da sind plötzlich beide da. Jetzt wird's lustig. Die große Flut! Also. Wie lange das Feuer auf den anderen schmeißen? Jo, das kann dauern. Die müssen sich beide sauer sein. Ich hab doch beide Zeit. Ja, komm. Mach das Maul auf. Mach das Maul auf.
So ist brav. So, Segelattacke! Tut's ihm noch weh, wa? Wir verarschen jetzt. Den kann man so Distanz bemerken. Ja, die sind schon beide hier. Ja, alle Riesenmonster greifen an. Danke, schon auch schon gemerkt. Nein, komm schon, Dongo. Dongo, sag ich schon. Daphnos. Du Hansen, Haibul. Ja. Also gegenseitig an. Macht das nur ja voll Trottel. Ja, können doch gegenseitig bekämpfen. Ist mir nur recht. Diese Magie wäre jetzt echt nicht schlecht. Ich kann mal gucken, wo die bleiben, wa? Naja, was soll's. Ich krieg's auch ohne Magie hin. So, und jetzt große Segelattacke. Ich kann sagen, greif's mal an. Das hätte doch besser gehen können. Ah, da ist meine Magie. So. Und dann macht es Triforce! Ich rufe die See! Nee, Freunde, du entkommst mir ja nicht mehr. Das war's. Das Duell der Könige! Mit Jennings gefallen, wir haben gesiegt. Das war cool. Jo, irgendwie hatte was. Wenn sich mal so vorstellt, von wegen, ja, ein Segel, Wow, kann ein Segel schwingen, das ist ja bedrohlich. Und dann plötzlich am Schluss so, haha, ich lade dir voll aus. Ah ja, König Daphnos von Hyrule. Du bist schon cool. Oh, cool, wir können für Marin ein Item bekommen. Sehr gut, weil sie ist ja die nächste auf der Reihe. Ich glaube zumindest. Part, sehr gut. Bomben erhalten, an den schlecht. Ja, kann man was nochmal machen. Fehlende Treffer. Ne, fehlende Treffer ist scheiße. Story-Quiz. Ja, machen wir Story-Quiz noch. So, und jetzt Medo. Ist nicht ganz, wa? Verdammt, Medoli. Ja, Medoli mit der Heiligen. Scheiße. Ja, ich sage nicht gerne Medoli, muss ich relativ zugeben. Aber gut, wenn wir nachher mal die
Wind Waker Charaktere schon mal durch, ist auch nicht schlecht. Wenn wir mal die Ära beenden können. Oh, was heißt Ära? Fehlt noch, ja, Prinzessin Zelda aus. Spirit Tracks fehlt noch, die kommt ja auch noch. Schon krass, weil, ich meine, wenn wir schon im Thema mal sind, Midori ist ja ein Oni. Und in Wind Waker haben die sich ja aus dem Zura entwickelt, weil die irgendwie ja, gelernt haben zu fliegen. So. Man sieht ja auch, das ist ja einfach so, normalerweise haben sie gar keine Flügel. Nur wenn sie dann fliegen, also sprich, sie können sich ihre Hände, ihre Arme können sie. Neben dem Highway. Hä? Was soll das sein? Keine Ahnung, wer das sein soll. Jedenfalls, bei einem Oni wäre es eigentlich echt so, gemäß dem Wind Waker, die haben normale Arme, können dann aber, wenn sie fliegen wollen, diesen Flügel verwandeln. So, in Breath of the Wild gibt es auch wieder Oni, die sind aber komplett anders, sehen auch anders aus, weil die hier, ja, die sind eigentlich wie Menschen aus, also wie Hylianer, mit da aber irgendwie seltsamen Schnabel als Nase und eben diesen Flügeln. Also eigentlich sehen die hier anders aus. Wie in Breath of the Wild, komplett anders. Die Oni in Breath of the Wild, wie ich finde, sehen ja den Wolkenvögeln aus Skyward Sword sehr ähnlich. Aber in Breath of the Wild gibt es ja beides. Es gibt sowohl die Oni als auch die Zora. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich dort die ja, Oni aus den Zoras entwickelt haben. Jetzt Fragen, die ich mir gestellt habe, sind es vielleicht zwei unterschiedliche Entwicklungsgruppen. Man tut auch dafür sprechen, dass Breath of the Wild nicht in der Timeline von Wind Waker spielt. Ja, toll. Ja gut, das ist als Story-Quiz. Ah, scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr, Freunde. Wer war hier der Boss vom... Ich rate mal, das war Pyroma, wenn ich mal raten müsste. Jetzt immer so hart. Ja, erstmal weg hier. Immer weil sie eben komplett anders aussehen, die Oni in Breath of the Wild und Wind Waker. Bin ich der Meinung, dass es nicht die gleiche Entwicklungsart sein kann, deswegen dann die gleiche Storyline. Das war knapp. Aber bevor ich vergesse, nach den Moves. Das war einmal. Also zweimal. Hinfallen, okay. Zweimal hinfallen, okay. So, das war die 4. Das ist die 5 und es spielt die Musik. Ja, Mann. So. Jetzt hat es noch einen weißen Energiebalken. Was macht der bei ihr schon wieder? Ja, es wird wohl Lana kaum gewesen sein. Alter! Eine Überkreuzerattacke! Alter, fast erledigt. Nein, 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 nein. Das war knapp. Alter, hab Schaden genommen. Der weiße Energiebalken verschwindet gar nicht. Ja, wegen Medoli noch. Warte, kann man natürlich auch sagen, ja, warte mal. Der Titan da in Breath of the Wild, der heißt doch, war Medo. Das ist ein Anspielung auf Medoli. Könnte man annehmen, aber es gibt im Spiel, im Gegensatz zu den anderen... Warte mal. Im Gegensatz, also... Es gibt ja 4 Titanen, wa? Varudania... Ich weiß gar nicht, ob es da eine Anspielung auf Darunia gab.
Ja. Eben, ob es überhaupt im Spiel selbst eine Anspielung auf Darunia gab. Aber bei Zoras, sprich beim Titan Faruto, war es so. Da gab es Anspielungen auf Faruto, so herum. Genauso wie bei Vanaboris auf Naboru. Die Anspielung gab es auch von der Story her. Aber beim Windtitan gab es im ganzen Spiel keinen, da bin ich mir ganz sicher. Da heißt, wir können nicht sicher sein, ob es da wirklich eine Anspielung auf Midoli ist. Und ganz ehrlich, der Name Midoli, der hätte auch in einer anderen Timeline mal passieren können. In einer Story, die wir vielleicht noch erleben werden im Zelda-Universum. Bei Darunia, also sprich im Feiertag, haben wir gar nicht mal so sicher, ob es irgendwo mal etwas gab, aber ja. Und auch wenn es eigentlich für uns offensichtlich ist, war Medo Anspielung auf Midoli. Es gibt nirgends eine Bestätigung und deswegen muss es ja gar nicht so sein. Warte mal, wie viele sind es hier? 2. Stufe 2, ja, begrenzt auf LAN. Okay, ich gucke, was wir im nächsten Part machen können. Das wird ein Riesenmonster war, aber ja, warum eigentlich nicht? Jo, nächster Part also geht's weiter mit den restlichen 4 Charakteren. Machen ein bisschen länger, ist gar kein Problem. Marin, Zelda, Ravio und Yuga. Und haben wir nachher alle durch und können beruhigt in ein neues Abenteuer gehen. Und wo wir es den Akten legen und so. Naja, wie dem auch sei. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.